Sie, mir geht's gar nicht gut. Ja, wirklich. Angefangen hat's mit meiner Nachbarin, die hat zu meiner Frau gesagt, sie kann es nicht verstehen, wie es Männer geben konnte, die ganze Kontinente entdeckt haben. Meiner findet nicht einmal die Butter im Kühlschrank. Sie hat meine Frau einen Fehler gemacht und hat zu meiner Nachbarin gesagt, Frau Müller, ich rate Ihnen dringend, sich einmal Gardinen zu kaufen. Jeden Abend, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich, wie Sie es mit Ihrem Mann machen. Dann hat die Frau Müller gesagt, und Ihnen, Frau Hiesel, rate ich, sich einmal eine Brille zu kaufen. Dann würden Sie sehen, dass das Ihr Mann ist. Da war Kerber mit Hochfeuerwerk, gell? Die Kriegserklärung einer Frau kennen Sie, das ist nur ein Wort. Aha. Sie hat gesagt, sie hat es nicht so mit dem Vergeben und Vergessen mehr, mit dem Vergraben und Verwesen. Ja, wirklich. Und mit Diplomatie kannst du dann auch nichts mehr ausrichten, gell? Diplomatie ist ja die Kunst, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut. Aber ich war ja schon mittendrin. Na, aber man denkt, Herbert, jetzt packst du das, gell? Jetzt verführst du das. Hab ich ein wenig sexy geschaut. Hat's mich gleich wegen Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus eingegeben. Ist ja nicht gerade das Gesündeste, gell? Hat der Doktor gesagt, Herr Hiesel, ich habe Sie schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich gesagt, jede Glückssträhne hat einmal ein Ende. Dann hat er mich untersucht, war ich nackert am Tisch gelegen, hat er gesagt, Herr Hiesel, Sie haben ja gar kein Tattoo auf Ihrem Körper, ist doch heute in. Habe ich gesagt, Sie machen doch auch keinen Aufkleber auf Ihrem Ferrari. Da hat er mir geraten, ich soll ein wenig mehr Sport machen, da wollte ich eine Seniorensportgruppe gründen. Aber das hat nicht geklappt. Na, wissen Sie, der Name Turne bis zur Urne kam nicht gut rüber. Bin ich halt allein spazieren gegangen, gell? Bin ich beim Bahnhof gelaufen, da spricht mich eine junge Frau an im Minirock, hat der Täschler geschwungen, hat gesagt, hallo Süße, für 30 € mache ich für dich, was du willst. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei mir daheim gerade das Laminat verlegt, gell? Ja,